Servus beieinander, der Johann Barse ist da. Jetzt geht's ans Verarbeiten von unserer Ausbeute. Schwammerl frisch geschossen aus dem Wald. Und wenn man glaubt, dass es bloß eine Sorte Steinpilze gibt, dann irrt man sich. Es gibt weiße, es gibt braune Steinpilze, Kiefernsteinpilze, Birkensteinpilze und so weiter. Alle sagen wir aber bloß Steinpilze dazu, außer der Österreicher, der sagt Herrenpilz. So, wir haben noch ein paar Real gefunden und eine Rotkappe. Man beachte die Rotkappe, ein guter Speisepilz, aber wenn man den in die Schwammerlsuppen reinbringt, dann ist grau. Also lassen wir es besser draußen, die Rotkappen, und braten sie nur so an. Jetzt als erstes geht es ans Putzen. Das Grobe, das machen wir mit einem Pinsel. Das kann man letztendlich auch im Wald schon machen, aber nicht jeder macht das. Und dann bloß mit einem Messer das Äußere abschaben, unten ein bisschen zuschneiden und dann sehen wir schon, ob sich da schon jemand dran zu schaffen gemacht hat oder nicht. So. Und dann nichts drin, keine Einwohner, keine Schlümpfe, sonst was. Und weil der Steinpilz so ein hervorragender Speisepilz ist, brauchen wir eigentlich nicht viel dazu. Einmal Zwiebel, wer mag einen Knoblauch, anschwitzen werden wir das alles mit Butter. Dann haben wir Creme fraiche wegen der Säure und schon einer gewissen Cremigkeit. Natürlich dann auch die Sahne, Salz, Pfeffer sowieso und einen gemahlenen Kümmel wegen der Bekömmlichkeit, wegen der Verdauung. Weil ein Pilz ist relativ schwer zu verdauen. Darum sollte derjenige, der ein bisschen Probleme hat mit seiner Verdauung, auf die Nacht keinen Pilz essen, weil sonst liegt er bloß mit Magenkrummen im Bett. So, und jetzt machen wir es fertig, dass wir kochen können. Und schon geht es weiter. Wir brauchen unsere Butter, die Zwiebel, den Knoblauch und lassen das alles schön angehen. So, die unten drin, dann kommen die Steinpilze drauf. Jupp. So, sind so frisch, die rühren sie noch. Und dann würzen wir das Ganze gleich ein bisschen ab. Vor allem das Salz brauchen wir, damit die Schwammerl Wasser ziehen. Und dass da der Geschmack schön rauskommt. Jetzt lassen wir das 5 Minuten schön anschwitzen, bevor wir die nächsten Zutaten reingeben. In der Zwischenzeit geben wir ein kleines bisschen, so einen knappen Teelöffel Kümmel dazu tun. Wie schon gesagt, Schwammerl sind schwer zu verdauen. Und wenn mir heute einer sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so gut schlafen können, ja, ich habe bloß was Leichtes gegessen. Ja, was hast du denn gegessen? Ja, einen Salat. Dann muss ich sagen, der Salat ist nicht so leicht. Die Zellulose zu verdauen, da braucht
der Magen eine Zeit lang dazu. Das kann schon sein, wenn einer empfindlich ist, dass er da ein bisschen im Bett rumliegt. Bei den Schwammerl ist es ähnlich. So, voilà. Und wenn dann der Saft ein bisschen eingekocht ist, dann tun wir die Creme fraiche drauf. Und immer aufpassen, Creme fraiche muss zuerst einmal verkochen. Es ist saurer, nicht, dass da die andere Sahne gerinnt. Das müssen wir meistens noch ein bisschen nachwürzen, weil die Schwammerl doch gut Salz aufnehmen. Jetzt kommt die Sahne rein. So. Und eigentlich ist schon fertig, aber jetzt kommen wir noch zu den Tricks von den Sachen. Früher hat man es viel dicker gegessen, da hat man ein bisschen ein Einbrennen dazu gemacht und so, das mag man halt nicht mehr. Allein die Creme fraiche und so, das langt schon für die Dicke. So. Eigentlich braucht man es nicht dicker. Wenn man es ein bisschen dicker mag, Johannisbrockermehl. Keine Kalorien, ein Messerspitzen voll, reinkochen, ist vollkommen genug. Und wenn man am Geschmack noch ein bisschen was rum da will, ein Zaubermittel. Einen kleinen Schuss Madeira, nicht zu viel, dass wir den guten Schwammerlgeschmack nicht wegbringen, aber so ein kleiner Schuss Madeira wirkt Wunder. Einmal gut aufkochen. Gut ist. Schon können wir es anrichten. Ja, genau. So geht's genau. An Rand verklickern. Super. In Bayern isst man klassischerweise ein Semmelknödel oder ein Brezenknödel dazu. Wenn man noch was Grünes rein will, Petersilie schadet nie, aber was unheimlich gut zu Steinpilzen passt, ist natürlich ein Basilikum. So, voilà. Das war's halt mit den Schwammerl. Steinpilze à la Creme. Viel Spaß beim Nachkochen und immer aufpassen, was Neues gibt. Servus beieinander.